Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 19. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Rasenballsport Leipzig. Und das ist der Grund, warum wir hier vor der Kölner Arena in Deutz stehen. Da wird zwar kein Rasenball gespielt, aber jede Menge Veranstaltungen gibt es doch. Und vor allen Dingen im Karneval gibt es jede Menge. Und wir stellen uns jetzt mal vor, die Bundesliga wäre eine Karnevalssitzung. Und wie haben uns denn die bisherigen Auftritte gefallen? Großartig. Also die ersten, die da waren, waren die Komiker von der Weser. Die waren absolut großartig. Also jeder Schuss eine Pointe, alles war drin. Ne? Slapstick war dabei. Also ein Kompliment an den Literaten, die auf jeden Fall wieder verpflichten. Ja? Also wir haben selten so gelacht. Oder sage einer, die Norddeutschen hätten keinen Humor. Nee, ne? haben die. Die Also, Jungs waren richtig gut drauf. Ne? Also, als nächstes kam diese Akrobatengruppe aus dem Süden. Ja, die ja. sind zwar super langweilig, schweineteuer sind sie, das muss man dazu sagen, Ja. aber die will eigentlich keiner sehen. nee, die sind immer dabei. Man ist eigentlich normalerweise froh, wenn es vorbei ist und man sich nicht verletzt hat oder irgendwas mitbekommen hat. Ne? Also, nee. Ja, wer kam als nächstes? Diese komische Tanzgruppe, ne? Die schlechteste Tanzgruppe aller Zeiten. Oh Gott, die haben uns nur auf den Füßen rumgestanden. Der beste Turniertänzer kann sich nicht entwickeln, wenn ihm ständig einer auf den Füßen rumsteht. Da siehst du halt scheiße aus. Ne? Nee, also die braucht auch kein Mensch in Wahrheit. So, ne? und jetzt stell dir mal vor, der Elverrat verkündet als nächsten einen super Newcomer aus dem Osten, die Dosen. Ja, die erste Truppe, die nicht bezahlt wird, sondern das Geld selber mitbringt. Ne? So, was meinst du machen dann? wir dann? Ja. Soll ich euch sagen, was wir dann machen? Im Publikum. Bei uns steht's auf dem Shirt. Achtung, Pinkelpause. Stinkebrause. Okay, komm, darauf 2 ganz wohlriechende Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Dosen. Prösterchen, gegen die Leute. doofen Dosen. Ja, ist doch so. Die Dosen sind doch nichts anderes als der Bernd Stelter der Bundesliga. Wobei, bei dem hauen sie zwar auch alle ab, ne? Man muss ihm zugute halten, dass er seine Gitarre wahrscheinlich selber bezahlt hat. Ne? Hat ihm nicht alles einer hingestellt, einfach so. Ne? Das stimmt. Also, aber er hat sich den Ruf der Pinkelpause hat er sich wirklich redlich verdient und nicht erfuscht. Selbst erarbeitet. Ja, ne? Genau. Aber der ist nicht der größte Jeck bei uns heute in der Sitzung. Ne? Oh nein, definitiv Gibt noch nicht. einen größeren. Ja. Unfassbar. Und der heißt? Ja, der Oberdepp wirklich des Jahres, Max Eberl. Junge, was hast du dir denn da geleistet? Also ganz ehrlich, das ist ja nicht zu ertragen. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir den eigentlich immer ganz cool fanden. Also es war immer einer von uns, der wirklich auch richtig gute Argumente drauf hatte gegen Red Bull. Ja, Hat ja. eigentlich immer Alarv gerufen. Er hat Ne? immer Alarv gerufen. Wir haben so ein bisschen gedacht, er spricht unsere Sprache. Jetzt jodelt der plötzlich Hello. Ne? Aus dem Nichts. Was soll das denn? Und denkt, wir merken das nicht, dass er jetzt plötzlich Helau ruft. ja, ja, Ne? also so blöd sind wir dann auch wieder nicht. Ne? Also ich bitte euch, ja, das kann nicht passieren. Den Mann bitte nicht mehr einladen, der macht ja jede Sitzung kaputt. Ne? Ja, vollkommen. Da fehlt mir wirklich der Humor. So, jetzt aber mal Schluss mit lustig hier. Lassen wir noch mal über Fußball sprechen. Englische Woche, gut gelaufen für uns? Ich würde sagen, ja. Ne? Ja, also an dem 7:1 gab es ja nicht viel zu motzen. Dass das nicht jeden Tag passiert, ist uns auch allen klar. Ne? Ja. Also arrogant sollte man es nicht werden. Ne? Ja, Bayern der Punkt, also auch sensationell. Und Schalke, du hast es ja im Gaffel am Dom gesehen. Ja, Wie ja. war die Stimmung? Die Stimmung war super. Ich meine, so alle haben so ein ganz klein bisschen gehofft, natürlich, dass wir da mehr holen. Aber allen war auch klar, meine Scheiße, das wird wahrscheinlich das schwerste Spiel von allen. Ja, weil da rechnet ja jeder damit, dass du da irgendwie gut abschneidest. Und die haben Ja, halt es war ja auch gewissen- so, die Schalker waren hochmotiviert und Ja. damit musste man rechnen. Alle 5 Mannschaften vor denen hatten verloren. Was für uns ja auch super war. Also die waren wirklich motiviert bis unter die Haarspitzen. Auch ein Kompliment, sie haben das für ihre Verhältnisse gut gespielt. Ich meine, dass die kein Fußball spielen können, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden. Die Stimmung im Stadion war auch, es war okay. Ja, Und eine Tour nach Schalke macht hier immer Späßchen. ja.
Aber es war schon echt Obwohl die ein ganz- zähes Ding, dieses 0:0. Ja, nur, Wirklich. man muss ja sagen, jetzt sind eine englische Woche, wie du gesagt hast, 3 Spiele, ein Heimspiel souverän gewonnen und 2 Auswärtsspiele jeweils einen Punkt geholt. Also das ist ja nun wirklich eine großartige Bilanz, wenn man es ganz ehrlich betrachtet. Ne? Ja. Kann ich mitrechnen. Und jetzt 2 Heimspiele vor der Brust gegen die Dosen und dann gegen Eintracht Frankfurt. Und die Tür steht offen Ja, nach oben. ja. Keine Falltür. So, Leute. Ja, ich würde sagen Ausmarsch, ne, oder? Ausmarsch, ne? Ich muss nämlich ganz dringend ins Pinkele. Ne? Wir sehen uns am Samstag im Stadion. Macht's gut, Leute.